Also, das habe ich auch nicht verstanden. Wie kann man sich dann bei der Jahreshauptversammlung dahinstellen und ernsthaft vom Champions League-Sieg reden? Ich weiß nicht, in welchem Universum dieser Mann lebt. Ja? Und dann siehst du so ein Spiel wie gegen Mainz. Ja, na klar, mit solchen Leistungen bist du Champions League-Sieger. Keine Ahnung, mit einer Leistung wie dem 1:1 gegen Leverkusen, da kannst du vielleicht von reden, wenn du diese Leistung in jedem Spiel gebracht hättest: „Jo, wir sind 'n Favorit auf die Champions League." Aber dann musst du immer noch den Aspekt sehen, dass wir, gegen die sogenannten Großen, abgesehen von Paris zu Hause, kein Spiel gewonnen haben. Und dann stelle ich mich dahin und erzähle einen vom Champions League-Sieg, also. Und das, wenn ich auch nur einen Stürmer im Kader habe. Was ist, wenn Harry Kane im Halbfinale ausfällt? Im Achtelfinale, im Viertelfinale? Das ist wie Levi. Ja, dann können wir die Segel streichen, wenn du gegen Top-Teams spielst. Sehen wir doch gerade. Wir sehen doch gerade, was passiert, wenn vorne kein Knipser da ist. Dann bist du abhängig von einem Jamal Musiala, der 21 Jahre alt ist. Der soll es dann richten, oder was? Der ja alles ist, aber kein Neuner, Alter. Und dann stelle ich mich dahin und erzähle einen vom Champions League-Sieg, vom Finale da Home. Also, boah. Das ist ja immer, was ich sage, so, die tun sich alle keinen Gefallen damit, ne? Die sollten alle mal eher den Ball flach halten und mal froh sein, dass wir wieder guten Fußball sehen und mal sagen: „Jo, wir müssen den Kader umstrukturieren und dann können wir mal in den nächsten 2, 3 Jahren über 'n Champions-League-Titel nachreden." Ist mir schon klar, Finale da oben hast du nicht so oft, ja, dass man das unbedingt will, logisch. Ja, aber sich da hinzustellen und das auf 'ner Jahreshauptversammlung zu äußern, das war 'n wilder Take, ja. Ganz wilder Take war das. Ansonsten war die Jahreshauptversammlung ganz okay. Dass man die Nummer 5 nicht mehr vergeben will, ja, gehe ich 100% mit. Ja, weiß ich, wäre es jetzt nötig gewesen, um das Andenken so zu wahren, wie es war? Wahrscheinlich nicht, ist aber ein schönes Signal, oder? So. Finde ich okay. Hat halt so einen gewissen Rattenschwanz vielleicht, weil du könntest dann natürlich auch über den ein oder anderen Spieler auch noch nachdenken, ne? Die Nummer nicht mehr zu vergeben in Zukunft. Aber dass man das beim Kaiser getan hat, finde ich schon völlig okay. Was ein bisschen traurig ist, ähm, es gab ja dann diese Wortmeldung und dann hat ja auch noch jemand gesagt, so von wegen der Torhymne sollte man immer auf gute Freunde, bringen. Habe ich ja auch schon gesagt, war ja nur bei einem Spiel völlig, warum? Ja? Ja, das ist eine gute Idee, da müssen wir dann mal drüber nachdenken. Also, warum so was nicht, von vornherein vom Verein kommt, habe ich auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden, warum das nur ein Spiel der Fall war. Ja. Was passt denn besser, wenn wir zu Hause ein Tor schießen? Ja. Da macht man so 'n Bombaru und da dann wieder so, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten war die Jahreshauptversammlung ja diesmal echt, okay. Echt ruhig und gediegen. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ich habe die ersten 45 Minuten nicht gesehen, glaube ich. Danach habe ich dann alles gesehen. Ja, und rot-weiße Trikot war natürlich das Hauptthema. Ja, können wir ja auch mal kurz drauf eingehen. Ja, sehe ich natürlich genauso. Ja, es ist natürlich eine Farce, dass du keine Trikots in deinen Vereinsfarben hast und nicht damit zu Hause und in der Champions League spielst. Ja, nur um, keine Ahnung, was zu tun, 5 Trikots im Jahr rauszubringen. War ja auch noch eine naive Wortmeldung, warum wir denn 5 Trikots pro Jahr bringen. Es würde doch reichen, wenn wir alle, was hat sie gesagt? Alle 3 Jahre oder alle 2 Jahre ein neues Trikot bringen. Logisch wird das nicht passieren, weil ist natürlich eine Einnahmequelle, wa, die nicht so gering ist. Deswegen kriegst du ja auch 5 Trikots im Jahr. Aber, es muss ja möglich sein, dass man dann, von den 5 Trikots wenigstens 3 Trikots in Rot-Weiß gestaltet. Das soll ja wohl nicht das große Problem sein, oder? Und wenn wir zu Hause spielen, haben wir in Rot und Weiß aufzulaufen. Punkt. Ja, ganz einfache Kiste. Auch wenn die anderen Trikots teilweise cool aussehen, darum geht's ja nicht.
Aber ja, den Kritikpunkt gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ansonsten gab es ja nichts. Großartig, ne? Der Jahreshauptversammlung. Ich denke gerade nochmal nach, aber sonst fällt mir nichts ein, was irgendwie groß erwähnenswert gewesen wäre.